Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, wir talken jetzt mal über unser Transferfenster, was ja jetzt ein krachendes Ende genommen hat. Deadline Day. Ja. Eisern Union verpflichtet Bonucci, FC Bayern verpflichtet niemanden. Das ist eigentlich der perfekte Deadline Day zusammengefasst. Ja, wie man die Sache mit der Rechtsverteidigung und mit dem defensiven Mittelfeldspieler so versauen konnte, mit der geballten Fußballkompetenz, die ja in unserer Taskforce so da war, geht in meinen Kopf nicht rein. Sag ich euch, wie es ist. Total unverständlich, ganz, ganz schlechtes Bild abgegeben. Auch schon bei Harry Kane haben wir ein schlechtes Bild abgegeben. Das hat alles viel zu lange, waren wir dann Spielball und so weiter. Zum Glück hat es da am Ende geklappt. Mit Palhinha hat es dann heute am Ende nicht geklappt. Ich weiß noch nicht mal warum. Ich denke, weil West Ham keinen Ersatz hatte und dann einfach Nein gesagt hat. Weil man war ja so mit dem Spieler klar. Spieler war ja bei uns, war kurz vor der Unterschrift. Aber das ist immer, was ich sage. Ja? Wie kann man als FC Bayern München anfangen und 2 Tage vor Transferschluss anfangen zu sagen, ach ja, ja, was könnten wir jetzt noch tun? Was machen wir jetzt? Obwohl die ganzen Baustellen, die da waren, vor der Saison klar waren. Tuchel hat sich vor 4 Wochen sogar noch angesprochen. Dann hat man angefangen, nee, brauchen wir nicht, wir brauchen keinen Sechser. Wofür, warum? Wir haben doch Granaten da bei uns im Kader. Man hat 3 oder 4 Wochen sich nur um Harry Kane gekümmert. Nur. In der Taskforce von, was weiß ich, 6 oder 7 Mitgliedern. Ich meine, allein das war doch der perfekte Zeitpunkt zu sagen, weil das ganze Mediale war nur auf Harry Kane ausgelegt, war der perfekte Zeitraum, um alles andere hätte anzuleiern. Nein, man versucht ein Pavard zu halten, wo man wusste seit über ein Jahr, dass er keinen Bock mehr hat auf diesen Verein, weil er nicht als Innenverteidiger spielen darf. Und natürlich ist dann die logische Konsequenz, du lässt ihn gehen und wartest nicht noch ein Jahr, hast einen Spieler im Kader, der keinen Bock hat und kriegst nächstes Jahr keinen Cent für ihn, wo du jetzt 30 Millionen kriegst. Ist doch klar, dass du ihn verkaufst. Punkt. Muss man nicht rumdiskutieren. Aber dann hätte man auch da schon Alternative A, B, C, D haben müssen. So. Ja? Und wenn es nur irgendeine Popelwurst aus der Bundesliga gewesen wäre, den du als rechten Verteidiger geholt hättest. Völlig Wurst. Ja? Hauptsache, du hättest eine Alternative gehabt. Wir haben jetzt gar keine. 0. Weil wir Stanisic ja auch noch verliehen haben nach Leverkusen. Die da jetzt wahrscheinlich 3 rechte Verteidiger haben und wir haben einen. Einen. Wir hätten natürlich einen guten, wahrscheinlich sogar einen sehr guten. Wahrscheinlich sogar auf Weltklasse würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil da ist ein Kimmich nicht mehr schnell genug für. Früher war das Spiel noch ein bisschen anders als Rechtsverteidiger. Aber er könnte natürlich zeigen, dass er noch wirklich was kann, was er im Mittelfeld nicht kann. Hätten wir natürlich im Team, aber da hat natürlich keiner die Eier dazu, ihn zu sagen, pass mal auf, Josua, so, du gehst jetzt nach hinten rechts, weil da hilfst du der Mannschaft am meisten. Ja. Und er selber sieht das nicht ein, da müssen wir nicht drüber reden, weil er selber sieht ja nicht ein, dass er seit 2 Jahren dreckige Ecken reinschießt. Sieht er ja auch nicht ein, mal jemand anderen die Ecken abzugeben. Also von daher brauchen wir da keine Hoffnung haben. Von daher wird es darauf hinauslaufen, dass wir einen Conny Leimer da nach hinten rechts stellen als Alternative. Wo er leider meines Erachtens, vielleicht macht das sogar gut. Ja, wir haben es gesehen, er hat die einzige Flanke auf Harry Kane gegeben. Möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich denke, ein Leimer wäre bei uns im Mittelfeld viel, viel wichtiger. Weil er der einzige aktive Spieler ist, der nach vorne presst und den Ball hinterherjagt. All das, was ein Goretzka und Kimmich nicht tun. Ne? Was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist oder so, die sind sie einfach nicht die Spielertypen für, was völlig okay ist. Ne? Ja, und das war's. Dann hört's auf im Mittelfeld. Ich weiß nicht, was jetzt mit dem Grafenberg ist. Ob man das jetzt vielleicht noch absagt.
Würde ich persönlich dumm finden, weil Gravenberg bringt uns jetzt bei den Positionen, um es die da geht, jetzt auch nicht weiter. Wenn wir jetzt sagen, wir spielen mit einer Doppel-6, Gravenberch ist auch kein Sechser, ist ein Achter, eher ein Zehner. Spieler, der Raum braucht, der Platz braucht. Habe ich schon in der Pressekonferenz gesagt, mit denen wir haben es uns versaut. Man kann einen Spieler nicht ein Jahr auf die Bank setzen und dann sich in der Pressekonferenz hinsetzen und sagen, ja, wenn ein Spieler nicht da bleiben will und wenn er nicht versuchen will, unbedingt in die Mannschaft zu kommen, wenn ein Spieler ein Jahr auf der Bank sitzt und sieht, dass da 2 Spieler auf dem Platz stehen, die keinerlei Leistung bringen, aber trotzdem immer auf dem Platz stehen, ohne dass ich selber die Chance bekomme, da würde ich auch sagen, fuck you, Alter. Da hätte ich auch keinen Bock mehr, da müssen wir nicht drum herum reden. Und da müssen wir auch mal Lob aussprechen, wenn der Transfer durch ist. Da war die Rede von 40 Mille plus 5 Bonus. Wir haben 18 bezahlt vor einem Jahr. Also das wäre zumindest aus finanzieller Sicht Jackpot. Aus sportlicher Sicht, er wird bei uns nicht spielen. Tuchel hat es ausgeführt, er sieht ihn, wenn in der vorderen Dreierreihe, da habe ich schon aufgezählt im anderen Video, Sané, Gnabry, Musiala, Müller. Du kannst einen Schuppo dazu zuzählen, der auch auf Außen spielen kann. Du kannst einen Tell dazu zählen, der auf Außen spielen. Du kannst noch einen Davis mit dazu zählen oder einen Guerrero, wenn Guerrero nicht dahinter spielt, sondern auch auf links. Du könntest im weitesten Sinne sogar einen Ketzig mit dazu zählen als linker Mittelfeldspieler, wenn man den mal bringen würde. Und ich sehe Gravenberch jetzt auch nicht irgendwie auf links oder rechts außen. Ja, wenn dann eher auf der mittleren Position. Und da hast du mit Musiala und Müller andere Spielertypen. Ja, Gravenberch ist jetzt nicht so der auf engen Raum da irgendwie rumdribbelt. Und bei uns stehen die Gegner nun mal meistens tief. Also von daher muss man sagen, Missverständnis. Ja, man hat ihm nicht die Chance gegeben im ersten Jahr und völlig richtig, dass man ihn jetzt verkauft. Unabhängig davon, dass wir jetzt den Sechser, den wir haben wollten, nicht bekommen haben. Ja. Und das ist ein Armutszeugnis für so einen Weltclub, der wir sind. Und das muss die Taskforce sich ankreiden lassen. Ja. Wir haben es von Anfang an, nicht nur ich, auch einige andere hier in der Community haben es von Anfang an gesagt. Es kann doch nicht sein, dass man da bis zum letzten Tag wartet. Aus welchem Grund? Um sagen zu können, ja, wir können jetzt 5 Millionen sparen. Der hat ja bei Harry Kane schon super geklappt mit dieser Taktik, oder? Ist das halt völliger Schwachsinn. Warum sollte ein Verein denn, man sieht es mit Koulibaly und so weiter, warum sollte denn ein Verein am letzten Tag seinen Leistungsträger abgeben, wenn er keinen Ersatz hat? Macht doch keiner. Wird doch bei uns auch nicht so sein. Ja? Wenn bei uns jemand kommen würde und würde sagen, hier hast du 120 Millionen für was weiß ich wen, und wir haben keinen Ersatz, ja, dann lässt man den doch nicht gehen. Ist doch logisch. Macht man doch nicht. Ja? Das ist recht nicht, wenn man auf das Geld nicht angewiesen ist. Und ein englischer Club ist auf das Geld nicht angewiesen. Von daher selber schuld. Punkt. Einfach Punkt. Fertig. Ja, man hätte die ganze Scheiße schon vor 2 oder 3 Wochen angehen und klären müssen. Aber nein, da stellt man sich ja dahin, nee, wir brauchen keinen Sechser. Wir brauchen keinen Sechser. Wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht. Was sollten diese aussagen? Um den Preis zu drücken bei anderen Vereinen oder sonst was? Keine Ahnung, fühle ich nicht. Dass wir das brauchen, haben die ersten beiden Spiele gezeigt. Leute, das war Bremen und Augsburg. Unsere Mitte war teilweise offen wie ein Scheunentor. Ja, wir werden das gegen Gladbach schon sehen, wenn die Gladbacher, gut, die haben jetzt nicht mehr die Qualität wie sonst, aber wenn die in diese Räume reingehen, gegen Leverkusen wird es dann ganz dunkel werden. Ja, dann werden wir mal sehen, ob wir nicht einen Sechser gebraucht hätten, der mal ein bisschen die Position halten kann und mal sechsermäßig denkt. Aber gut, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Vielleicht täusche ich mich auch und ein Goretzka wächst da rein. Ich würde ja sagen, Leimer wächst da rein, aber Leimer darf da ja nicht spielen, weil wir sind ja jetzt wieder da, wo wir schon vor 8 Monaten waren. Goretzka und Kimmich spielen immer, egal welche Leistung sie bringen. Darauf wird es hinauslaufen, weil wir jetzt einfach auch keine Alternativen haben. Wenn er Eier hätte, würde er mal den Pavlovic. Ich gucke jetzt den Namen nach, Alter, nicht die ganze Zeit hier den falschen Namen sage. Aber dann wird er den mal aufstellen. Der hat seine Vorbereitungsspielen gut gemacht, hat einen guten Ballverteiler gegeben, hat die Bälle nach vorne verteilt. Ja, vielleicht werden wir jetzt zum Glück gezwungen, was wir nicht hoffen möchten. Ja, wir möchten keinen Spieler irgendwie eine Verletzung wünschen, aber wenn sich mal irgendwie jemand verletzen sollte, vielleicht kriegt der Junge da mal seine Chance. Ansonsten haben wir da ja auch nicht die Eier zu, da mal so einen Jungen reinzuwerfen. Ja, also da haben wir ein schlechtes Bild abgegeben. Ja, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Wir haben die Transferphase einfach mal wieder verschlafen. Ja, Punkt. Ja, hier ist noch ein Rhein Gravenberch mit angegeben im Kader und kein Jugendspieler läuft. Also scheint es ja noch nicht ganz durch zu sein mit dem Rhein Gravenberch.
Ansonsten wäre es ein Trauerspiel, wenn die Seite hier nicht aktuell wäre. Ja, obwohl, wir haben noch einen Bunazar, wo ich ihn gerade sehe hier. Leute, wir haben noch einen Rechtsverteidiger. Was erzähle ich denn? Ist doch alles gut. Ah, nein, leck mein Arsch, ey. Ja, wild. Wild, wild, wild. Hier ist auch noch Ibrahimovic drauf, der ja auch nicht mehr da ist, der verliehen ist. Also ist sie nicht wirklich aktuell, die Seite. Aber gut, da sieht man schon, wir haben einen kleinen Kader. Ja, damit müssen wir jetzt leben. Das ist man selber schuld, weil man die Transferphase halt einfach versaut hat, jetzt hinten raus. Weil man es halt einfach darauf angelegt hat, ja, wir machen das jetzt in den letzten 1, 2 Transfertagen. Und ganz ehrlich, entweder zahlst du dann überteuerte Preise und selbst das reicht dann noch nicht mal, wie ich gerade ausgeführt habe, weil, warum sollte ein Verein Leistungsträger abgeben, wenn er keinen Ersatz hat? Ja, oder du nimmst irgendwelche Ersatzspieler, die hättest du wahrscheinlich noch gekriegt. So, jetzt ist das Ding hinzu, Transfermarkt ist zu, 18 Uhr in Deutschland, wir können keine Spieler mehr verpflichten, außer vereinslose Spieler. Ja, I don't know, vielleicht tut sich da irgendwas. Ich meine, ja, bin ich nicht im Thema, was da so rumkraupelt. Ob da irgendwas Brauchbares bei ist. Fakt ist, wir können nichts mehr einkaufen ansonsten. Wir können noch verkaufen an Länder, wo der Transfermarkt noch auf ist, ja. Und ansonsten müssen wir damit jetzt die Hinrunde spielen. So, sehe ich jetzt erstmal gar nicht als so schwarz an, ja, oder als so großes Problem an. Wenn man dann in der Winterpause halt die 2 Spieler bekommt, die man dann gerne haben möchte. Aber Fakt ist, die werden dann nicht billiger sein, ja, weil man dann, ja, die Vereine wissen, dass wir darauf angewiesen sind, hin und her, bla und Sülz, sollte klar sein. Von daher schwierig, aber wie gesagt, wir haben einen kleinen Kader. Ja, wir werden natürlich jetzt die Belastung haben mit Champions League, scheiß Nationalmannschaftsspiele, englische Wochen en masse. Aber es ist ja nicht so, dass du den Titel jetzt in der Vorrunde verspielst. Natürlich, klar, aber Leute, ganz ehrlich, wir haben Harry Kane. Also für die Bundesliga, ja, dann kriegst du halt gegen, was weiß ich, Gladbach 2, da musst du halt 3 oder 4 schießen. Punkt. Ja, gut, Leverkusen, Leipzig, Dortmund sind noch Union, Freiburg sind nochmal andere Kaliber, aber alles andere musst du dann halt einfach mehr Tore schießen, wie du kriegst. Ja, Punkt. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir keine Spieler haben oder dass die Spieler, die wir haben, das nicht können, die da hinten jetzt noch rumlaufen. Ja, die Belastung wird dann hoch sein. Ja, das ist dann halt so. Ja, da sind ja auch teilweise Spieler bei, die immer rumheulen, dass sie nicht spielen und dann können sie halt mal spielen. Also von daher, wir haben immer noch einen Guerrero, der Linksverteidiger spielen kann. Der kann zur Not wahrscheinlich auch einen Rechtsverteidiger spielen, kann defensives Mittelfeld spielen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir da stehen und sagen, ja, wir sind jetzt aber, uns fehlen unbedingt 2 oder 3 Spieler. Klar wäre ein schöner, richtiger Sechser schön gewesen. Na klar wäre ein kompetenter Rechtsverteidiger schön, der Mats Rui mal ein bisschen Druck macht, weil er mich bisher auch nicht überzeugt hat. Unterm Tuchel, unter Nagelsmann hat er mich völlig überzeugt gehabt. Unterm Tuchel bisher nicht. Aber vielleicht findet er seine Form, kommt wieder rein in den Tritt, wenn er jetzt keine Konkurrenz hat. Vielleicht steht ein Leimer dahin. Ja, wer weiß. I don't know. Aber nochmal, wir sollten die Hinrunde damit schon geschaukelt kriegen. Und da muss man jetzt halt, wir haben jetzt einen Sportdirektor. No, Christoph ist da. Und vielleicht kann der dann jetzt mal ein bisschen daran arbeiten, dass dann in der Winterpause, sobald die öffnet, ist dann auch mal Bam, Bam, Bam. Und dann sind da entweder, was weiß ich, 3 talentierte Spieler oder erfahrene, was auch immer. Auf jeden Fall muss dann Nägel mit Köpfe gemacht werden und nicht wieder so ein Hickhack. Ja, ja, man muss jetzt sagen, man hat sich lächerlich gemacht in der Öffentlichkeit auch. Und ja, auch vor uns Fans, finde ich, indem man Stanisic weggegeben hat und Pavard verkauft. Und ja, in Gravenberg, keine Ahnung, finde ich jetzt völlig okay. Ja. Wie gesagt, hätte er bei uns eh nicht gespielt. Selbst wenn jetzt kein Sechser gekommen wäre, hätte er bei uns nicht gespielt. Hat Tuchel klar ausgeführt und von daher ist der Abgang völlig legitim und ich erwarte auch, dass er durch ist. Ja. Wäre auch völlig sinnfrei, da jetzt einen Rückzieher zu machen, meines Erachtens nach. Ja, ansonsten gehen wir es vielleicht mal durch. Wir haben Harry Kane geholt für 100 Mille, wir haben Min Jae Kim geholt für 50 Millionen. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Wir haben einen der besten Stürmer Europas geholt. Wir haben den besten Innenverteidiger der Serie A geholt aus dem letzten Jahr. Wir haben Conny geholt, Konrad Leimer ablösefrei, wir haben Guerrero ablösefrei geholt und wir haben Daniel Peretz geholt für 5 Millionen. Das sind super Transfers.
gar keine Frage. Aber Harry Kane, das Thema hat einfach viel zu viel dominiert und man hat sich nur irgendwie, die komplette Taskforce hat sich nur auf ihn konzentriert. Man hat sämtliche anderen Dinge einfach links liegen lassen. Das war der Fehler. Ja. Man hätte schön im Schatten von dieser ganzen Trara um Harry Kane hätte man die anderen Sachen eintüten können. Und das hat man verpasst. Punkt. Oder wollte es nicht oder hat nicht eingesehen, dass ein Tuchel recht hat mit einem Sechser. Wir werden ohne einen richtigen Sechser in der Champions League nicht um irgendwelche Titel spielen, Leute. Da müssen wir uns nichts vormachen. Gegen einen gewissen Grad bin ich dabei. Wir müssen nur Tore mehr schießen, wie wir kriegen. Aber gegen Top-Teams dann in der Champions League wird das nicht reichen. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Ansonsten Abgänge 75, 45 Mille für Luki, 30 für Pavard, 30 für Sadio, 19 für Sabitzer und Stani als Laie. Wenn dann noch Gravenberch dazukommt mit 40, aber gehen wir jetzt erstmal nicht von aus, dann hätten wir jetzt aktuell 124 eingenommen und ausgegeben 155. Also Minus von 30 Mille. Ja, da muss man dann auch nicht diskutieren, dass Harry Kane so super teuer war. Ja, alles gut. Wenn wir jetzt noch Gravenberch dabei rechnen, haben wir sogar einen Transfer Plus gemacht. Ja, kann man dann mal so stehen lassen. Ja. Von daher, die Transfers, die wir gemacht haben, machen Sinn, sind gut, keine Frage. Conny wurde ja noch vorher abgewickelt. Guerrero ging schnell, haben wir gut abgewickelt. Min Jae Kim ging schnell wegen Ausstiegsklausel. Aber Harry Kane hat uns irgendwie durcheinander gebracht im Verein. Ja? Hat uns irgendwie aus der Bahn geworfen. Wir haben dadurch alles andere liegen lassen. Und es war absehbar, dass ein Pavard geht. Und es war auch absehbar, dass ein Gravenberch gehen möchte. Das hat er auch schon letztes Jahr formuliert. Wenn er weiterhin keine Chancen kriegt, möchte er gerne wechseln. Und es war schon seit letztem Jahr klar, dass Liverpool Interesse hat. Und ja, Liverpool hat Abfuhren gekriegt bei den Spielern, die sie haben wollten, weil Chelsea sie überboten hat. Spätestens da war klar, dass Liverpool einen Vorstoß wagen wird. Und da hätte man sich schon um den Ersatz kümmern können. Ja, das haben wir halt komplett versäumt. So. Ja, jetzt hat man dann Transferplus erwirtschaftet, hat sich aber defensiv auf jeden Fall enorm geschwächt. Ja, weil wir haben keinen Rechtsverteidiger als Ersatz. Ja, wir hätten Conny und Kimmich. Ja, aber es braucht nur einen Mittelfeldspieler, 6er, 8er Position ausfallen, dann nochmal ein Rechtsverteidiger, dann nochmal ein Innenverteidiger, damit Streaky Disco. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite sparen wir Geld wegen Gehälter. Wir haben Transferplus erwirtschaftet. Ist jetzt nicht so verkehrt. Und da muss man jetzt gezwungenermaßen halt einfach mal die Jugendspieler dann hochziehen. Punkt. Ja, und da muss man denen mal die Chance geben. Von daher würde ich sagen, ja, abgesehen jetzt vom Ende der Transfer und dass man halt die Sechserposition und die Rechtsverteidigerposition so links liegen gelassen hat, haben wir eine gute Transfersphase gehabt. 100%. Aber dadurch, dass man den Stani weggeschickt hat und nicht eingeplant hat, dass ein Pavard wechselt, war man sehr blauäugig und ja, mit dem Gravenberch war klar, ist jetzt aber auch kein Verlust, wie ich sehe, aber dass man sich nicht noch um Sechser eher bemüht hat, als wie am letzten Tag und auch nicht mit irgendeiner Alternative, ist auch sehr blauäugig gewesen und haben wir kein gutes Bild abgegeben. Ja, von daher würde ich sagen, die gesamte Transferphase, wie sie gelaufen ist, würde ich eine Note 4 geben. Die Transfers, die wir getätigt haben, ist auf jeden Fall eine Note 2. Ja, also ich denke, da gibt's, habe ich gerade aufgezählt, Harry Kane, Min Jae Kim, Konrad Laimer, Guerrero und Dani Peretz. Alles gute Transfers. Abgänge haben wir gut Geld eingenommen, da war nichts unter Marktwert irgendwie. Da ist alles richtig gelaufen. Aber nochmal, wir haben die Fehler gemacht und mit dem Rechtsverteidigerposition und einfach die Sechserposition. Ja. Das sind die großen Schwächen. Punkt. Und wir haben also auch keinen große Innenverteidiger. Ne? Wir haben 3 Innenverteidiger, Dreierkette kannst du damit abhaken, wenn sich da einer verletzt. Musst du wieder das System wechseln komplett. Ich denke, darauf wird sich ein Tuchel nicht einlassen. Ja, das ist meine Meinung zu den Transfers. Das einzige Doofe daran ist, wir werden weiter Goretzka Kimmich sehen, noch ein halbes Jahr mindestens. Ja, und das wird mich in den Wahnsinn treiben. Ja, weil ich denke, in Conny könnte eher Mazraoui Konkurrenz machen, als dass wir uns jetzt da hinstellen und Kimmich und Goretzka da irgendwie in Frage stellen. Was leider Gottes ein Trauerspiel ist, aber vielleicht
straft mich der Tuchel ja Lügen und wir sehen auf einmal doch den Kimmich hinten rechts. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube es nicht, aber man darf ja noch träumen. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Jetzt ist unser Sportdirektor am Zug, ne? Dass er die Wintertransferphase, die wir dann alle kaum abwarten können, angeht. Und wer weiß, vielleicht findet ja ein Kimmich nochmal, vielleicht kann der Tuchel ihn den Kopf nochmal gerade rücken, dass er dann nochmal die Position hält oder dass ein Goretzka den Part übernimmt. I don't know, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Es wird spannend. Wir werden viel zu meckern haben, wir werden viel zu leiden haben, wir werden langsam Spielaufbau durch die Mitte haben. Wir müssen uns freuen, wenn Musiala wiederkommt, dass er dann relativ frühzeitig den Ball vielleicht kriegt, um den Spielaufbau zu beschleunigen durch die Mitte. Ja, I don't know. Es werden interessante Wochen werden, denke ich. Und ja, zur Transferphase habe ich alles gesagt. Von daher, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut mir gerne eure Meinung zur Transferphase raus. Aber ich denke, ich habe es ganz gut analysiert. Wir haben Top-Transfers gemacht, wir haben Top-Abgänge produziert. Wir haben es halt einfach versäumt, uns frühzeitig um die defensive Mittelfeld- und die rechte Verteidigerposition zu kümmern. Beziehungsweise hätten wir uns um die rechte Verteidigerposition gar nicht kümmern müssen, hätten wir den Stanisic nicht abgegeben. Vor allen Dingen hätte ein Stanisic auch den Innenverteidiger spielen können. Also war diese Leihe komplett sinnfrei. Punkt. Vielleicht hat man diese Leihe gemacht, um den Pavard weiterhin Zucker in den Arsch zu schieben, damit er doch noch sagt, ja komm, ich bleib hier und verlängere den Vertrag. Und der Schuss ging dann leider nach hinten los. Das hätte man, wenn man sich ein bisschen mit Pavard beschäftigt hätte, aber auch wissen können. Und damit